Kloklustert. 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 Kloklustert? Kloklustert. Moin und willkommen zu Kloklustert, ein plattdeutschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. Von dort schildert im ökologische Landwirtschaft und Zukunft gehen. Landwirtschaft ist ja Nummer 1 von den Grundlagen, die wir für uns leben, ob der Erd brucken dort. Und ob der einen sieht, wagt sie auch nicht in, ob Natur, ob Umwelt und ob Derten. Und ob der andere sieht, hat der Landwirtschaft bös Last mit dem Klimawandel und stickt auch ökonomisch in Krise. Mehr und mehr Lütte Höf könnt das wirtschaftlich nicht mehr hinkriegen und mit abgeben. Ich bin Dina Bande und ich schnack da über Hüt mit Dietrich Lange von der Hof Imhoff Stiften und Jürgen Rademacher von den Lebenshof Lunetal ut Niedersassen. Beid kommt sie eigentlich ut der Landwirtschaft. Beid habt sie denn aber doch erstmal einen anderen Weg ins Land als ein die ut die traditionelle Landwirtschaft meist kennen deit. Was für Ideen sie für die Zukunft von der Landwirtschaft habt, da wird wir nu mit Jürgen über schnacken. Moin. 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 Ich fange bei dir an, Jürgen. Wie habt us, ob das du hier verständigt? Jürgen, worum bist du damals denn überhaupt Bauer geworden? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Dass mir eigentlich so ein Hart leicht waren, aber nicht so, dass ich das muss, sondern dass ich das mit Lebens will. Und wenn ich mir so die alten Alben ankicke, wo die alten Bilder drin sind, so von Little Baby an und dann, dass man größer geworden ist, da war ich immer, dass ich irgendwo mit Feier auf dem Hof wen bin und dann so die erste Zeit auf dem alten Trecker und so ein Kram. Ich hab mit so Treckerfeuern lehrt und eigentlich gäbe von mir so gar nichts anderes. Das ist eigentlich mein Beruf, meine Berufung, so kann man das sagen. So habe ich das immer feuert und so folgt das von doch auch noch. Das heißt, du bist auch auf dem Hof abwassen? Ja. Und dann von der Öllern her hast du Jimmers mitkriegen. Das heißt, da wäre wirklich nie nicht was, wo du gesagt hast, ich will doch mal was anderes probieren? Eigentlich nicht. Gleich mal einen Titel, habe ich mal eine Freundin und die hatten einen schönen Hof, die Eltern. Und da habe ich mir tatsächlich mal überlegt, ob ich vielleicht auch mal dahin heiraten kann. Aber da hat sich dann ziemlich flink anders ergeben und da war das vorbei. Aber da wollte ich auch in Landwirtschaft gehen, just so wie hier. Bloß hier auf meinem Hof habe ich das sagen. Das habe ich da dann vielleicht nicht gehabt. Likas hat so einen Job, ja auch seine Suren sieden, auch wenn ihn das eigens wirklich gern mocken deit. Wünschst du dir vielleicht auch mal einen Job an Schrifttisch, wo du von morgens bis abends sitzt und dann ist Feierabend und dann ist Wochenende und dann ist Urlaub? Nee. Ganz sicher nicht. Aber da kommt wie nur her völlig nach Tau. So die Tit jetzt, dass ich lebenshaft bin oder dass wir lebenshaft sind, da hat Masse Veränderung mit sich gebracht. Allein und all durch, da wir morgens und abends nicht mehr merken braucht und durch die Tit-Indeilung ganz anders war und auch die körperliche Belastung eine ganz andere war. Aber Leton hat mir das nie. Unsere Eltern oder meine Mama, die hat damals mir gesagt, Jem hat das so leid tun, weil sie ihre Landwirtschaft haben und sie konnten mit ihren Kindern nie in Urlaub feuern und andere konnten alle in Urlaub feuern. Und das hat uns als Kinder nie leid tun. Weder mir noch meine Schwester und mein Bruder auch nicht. Da wäre das so schön auf dem Hof. Richtig. So, dann kommt wie zu dir, Dietrich. Wir habt eben als schnackt und Plattdeutsche ist das eigens Dirk, richtig? Jo. Dann sagt wir hier auch Dirk. Ja, morgen Mann. Du hast was mit der Landwirtschaft angefangen und bist auch glücklich auf dem Hof abwassen, richtig? Jo, so ist das, ja. Aber dann bist du Schulmeister geworden. Wo so ist das gekommen? Früher war das ja so, dass die Söhne den Hof übernimmt und mag den Hof den füttern. Anfangen habe ich ja auch, aber dann habe ich gedacht, die Welt in Dörp ist mir doch ein bisschen zu litschig. Und die Arbeit auf dem Hof, das ist immer dasselbe. Sommers, Winters, Haas und Frühjahr. Und da habe ich gedacht, ich muss noch mal ein bisschen was ausmachen und noch mal ein bisschen in die Welt kicken. Und da habe ich dann in Oldenburg studiert und bin Schulmeister geworden. Schulmeister ist ja nun wirklich was heel anderes. Mit der muckst du Bildungsarbeit to ökologische Landwirtschaft. Das heißt, du bist doch nicht so richtig von weggekommen von der Landwirtschaft. Holst du immer noch viel von oder woran ist das kommen? Jo, sie Wurdeln kann ja nicht so ganz vergeten. Und Freunde und Verwandtschaft mag ja auch nur Landwirtschaft. Und das Wichtigste ist ja auch, das Eten kommt immer noch von der Landwirtschaft. Und das habe ich auch nicht vergessen, auch wenn ich natürlich die ganzen Jahre in die Schule werden bin und meine Eltern haben immer noch auf dem Hof gelebt, ich bin da immer hingeführt, ich habe immer noch den guten Kontakt zu der Landwirtschaft bohlen. Auch wenn mein Vater natürlich die ganze Zeit den Hof verpachtet hat, habe ich immer mitkriegen, was zu mogt für.
So, nu schnackt wie ob platt über dieses Thema. Da muss ich natürlich auch fragen, mit platt obwussen? Wahrscheinlich ja, oder? So ab dem Hof in Niedersachsen, da warst du mit platt ob? Ja, mit 1975 habe ich immer mit den Norwes in Rie und Fell Platz snackt. Das wird ganz normal. Man drübt sich auf dem Fell und hätten beten snackt über das oder das. In Husen wie meine Öllern habe ich nicht Platz snackt. Die wollen, dass ich eben nicht das platt mag, sondern richtig Hochdeutsch lehrt, damit man in Schule nicht vorankommt. Und darum hab die immer gesagt, nee, in Huse snackt wie platt. Aber wie gesagt, die Norbus und Buden um To, deshalb hab ich immer mit platt snackt. Lauter hab ich auch noch immer mit Freunden, in den letzten Tagen, wenn ich ja immer noch ein bisschen platt snackt, da gibt es immer noch ein paar Lüge, die snackt platt. Da sind noch Gas por, aber da ging das auch wohl noch. Und dann hätte man sich so ein bisschen utuscht. Ich kann sogar so ein bisschen Platz snacken. Als ich in der Schule in Ostfriesland war, da habe ich auch mal den ganz normalen Unterricht auf Plattdeutsch zwischendurch mal eine Viertelstunde gemacht. Und die Jungs und derens damals können das auch noch in Ostfriesland vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. In Oldenburg war das natürlich nicht so. Wie wäre das bei dir? Also ich bin klassisch Hochdeutsch obwussen. Mein Papa hat gesagt, unsere Kinder, die schütt keine mit den Stock kriegen, so wie ich in der Schule, weil ich eben nicht Hochdeutsch schnacken kann. Und da hat er gesagt, unsere Kinder schütt Hochdeutsch abwasen. Und ich hab platt tatsächlich erst lehrt, als ich in Ausbildung kam, mit Ninktein. Ich konnte das verstehen, weil die in Hus wie mit platt schnacken dön. Klar, aber wir haben nie platt schnackt. Weil, wenn du das nicht Foken schnackst und du hast dann Vokabeln, wir haben ja von doch halt Foken noch überschnackt, die Vokabeln, die dann nicht so passt und dann lacht sie in all gut und dann lässt das no. Dann schnackst du nicht so viel platt. Und am Lehrhof muss ich, die schnacken all platt durch. Und da bin ich da drin gekommen. Und als ich von das eine Jahr am Lehrhof gehen wollte und kam da in Hus, so konnte ich platt schnacken. Du hast sie erst auch nach Arbeiten gerient, aber du hast sie da all mit hingenommen und seitdem klappt das. Und ich habe tatsächlich in meiner Ausbildung Masse junge Lü in meinen Alter, die Tit kennenlernt, die platt schnackt und ich schnack mit die auch von da auch noch Masse platt. Bei den jungen Lü, muss ich echt sagen, war das wenig, das platt schnackt war. Und ich muss auch feststellen, oder ich stelle auch fest, meistens sind ältere die derens, die platt schnackt, als die Jungs. Wie blieb nur noch mal ein bisschen wie die, kommt aber zurück zu der Landwirtschaft. Als ich die Norm lest habe, in diesem Zusammenhang für dieses Thema, für diesen Podcast, habe ich dort etwas bei mir klingelt. Ich habe die nämlich für kurze Zeit in den Nachrichten sehen. Da wären Kollegen von NDR bei die zu Gast auf dem Hof. Aber warum wären die da? Was wollen die da wiesen? Ich habe am 4. August zeigt das letzte Mal Molken. Ich habe 50 Jahre Molken, 25 Jahre davon Bio. Molken, aber eben eine konventionelle Ausbildung gemacht. War da Tauhört, Betonmeister und dann habe ich tatsächlich auch die 50 Jahre Molken. Ich bin mit 12 angefangen zu melken. Habe sie mir dabei gebracht in Hus und ja. Und jetzt habe ich damit abgehört. Und da hat damit zu tun, weil ich eine lange Zeit immer versagt habe, viele Sachen anders zu machen, mehr Naturschutz zu bringen, mehr mit Grundfutter zu arbeiten, die Kai nicht auszubeuten, nicht so viel Kalber von die Kai produzieren und dass vor allen Dingen, dass meine Ohlen Kai in Hus blieben können, dass die nicht nur einen Schlag auf müssen. All die Kai, die so lange alle auf dem Hof sind, wollen, dass die in Hus blieben können. Und da kannst du nicht, wenn du kein Geld mit verdienst. Du kannst bloß bestehen mit Melkvieh, wenn die Kai Masse Melk gibt, dann hast du eine Chance. Anders nicht. Und so sind wir da abgekommen, nur einen Vortrag in der Volkshochschule, da haben wir das mitkriegen, dass das Lebenshöfe gibt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich auf diese Ort und wie es meine Ohren Kai bauen kann. Dass ich die Kai keine Kalber mehr wegnehmen muss, dass ich die Kai nicht mehr jeden Tag melken muss, sondern dass ich den ganzen Tag aber Weide bleiben kann und das wird betont. Da gibt es Masse Lü, die dann Interesse an habt. Aber was ich auch lernen muss dabei, das sind Foken Lü, die von der Landwirtschaft, von der Nutztierhaltung, so sagt man, dass dann jo keine Ahnung habt und weet nicht, wie die Dach so afloppt und wie man überhaupt so was, vor allen Dingen, wenn man allein ist, bewerkstelligen kann auf dem Hof und wo schwer das ist. Und so habe ich jetzt eine Möglichkeit sein, halt diese Lü, dass die Beten mitgenommen werden könnt, auf diesen Weg, wie man Vieh holen kann, da das Vieh zu früh ist mit sich und dass man selbst so wie auch zu früh werden kann.
ein großen Punkt dabei ist, auch, was habe ich auch vorher nie gedacht, ne, ich bin ja seit über 3 Jahren vegetarisch lebe ich und habe mir gedacht, das war gut, dass ich das so gemacht habe, aber mit dem ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir bewusst geworden, dass eigentlich vegan bloß die richtige Weg wählen kann, weil auch mit Milch und mit Eier und so weiter sind die immer eine Nutzfähig, was dann auch gut nutzt wird und was das Fei nicht will. Und von daher kann das bloß die konsequente Weg werden. Ich glaube, das sieht man noch überall in den Medien, was bei uns überall durchgestellt wird. Ne, kann vegan bloß die richtige Weg werden. Aber dahin zu kommen, ist ein Weg. Und da kann man nicht mit dem Fingerschnipp von einem Tag am anderen machen. Man kann das nicht um 180 Grad drehen, sondern das ist ein Weg. Und das sagt, die mit Lebenshöhe was zu tun hat, die hat das all die ganze Zeit gesagt, das kann auch bis zu 2-3 Jahre dauern, bis man so einen Hof umstellt hat, einen Lebenshof. Und das muss man akzeptieren, das ist wichtig. Nun hast du einen Lebenshof, das heißt, die derten, die in Fei, ja, drauf blieben wird an Ende sozusagen. Wo viele sind das denn noch? Mittlerweile haben wir Wolle 32 Kai. Bei uns sind das Kai, ne? Das ist ja immer überall unterschiedlich. Kai, und bei dir sind das Kai, das kenne ich wohl. Ne? Und 32 haben wir Wolle, wir haben dadurch und wir haben tatsächlich halt 2 Kai Red, so heißt das denn ja. Die sind irgendwo anders am Hof freikauft worden. Und die Leute, die freikauft haben, die betont auch Patenschaft davor, sodass ich die Kai bei mir ernähren kann. Und die habe ich jetzt die letzten 4 Wochen am Hof installiert. Nur ist aber nicht so, dass wir junge neue Kai kriegen können, sondern wir haben ja bloß eine bestimmte Menge an Pfaue und wir könnten nur eine bestimmte Menge an Fei satt kriegen und viel mehr könnt wir so nicht abnehmen. Aber wie hofft oder ich hofft, dass ich so mit dieser Art und Weise als Beispiel für andere Höfe durchstellen kann, dass die sowas vielleicht auch machen können. Vielleicht nicht mit ARK, aber man hat die Möglichkeit, als Pensionsbetrieb auch Lebensfähig abzunehmen und die neben den normalen Nutztier auch mit zu versorgen, wenn dann die Patenschaften davon betreut wird. Da arbeiten wir just mit mir Leuten, die mir helfen, da massiv an, da wir das umsetzen können und das mehr verrettet werden kann. Wo alt sind denn so die Koi? Und wo alt waren die auf einem anderen, normalen, traditionellen Betrieb? Wenn ich dann recht weiß, so die Zahlen auf unserem Beratungsring, da habe ich auch ein Lebenstau gehört und habe immer auch einen guten Bezug zu meinen konventionellen und ökologischen Kollegen. Und ich meine, der Durchschnittsalter von Kai muss so bei 5 Jahre, 6 Jahre wird die im Durchschnitt alt. Da sind natürlich ab jeden Hof auch mal Kai, wie die wird mal 15 und so sein. Und welche die, weil die krank sind oder weil sie nicht kein KF mehr kriegen können oder so, die wird auch jünger schlagen. Eine Usekai ist in den letzten Jahren selber mit 8 Jahren alt worden und das ist, wenn man den Durchschnitt sieht, halt ziemlich alt. Und wo wir jetzt sind von Durchschnittsalter, das kann ich gar nicht genau sagen. Da habe ich noch nie urregend, aber ich denke, das ist höher. Kai könnte schon mit 25 Jahren alt werden, das muss man doch wissen, ne? Wenn wir nur rübergehen zu dir, Dirk, du hast einen heel anderen Weg ins Land mit den Hof im Horst. Du hast diese Hofs der Aft und dann so mit Martin Clausen ein Stiften da gründ und damit betrieft sie ein so nimmte solidarische Landwirtschaft. Kannst du mir vertellen, wo ans mit den Gründen so ablebt und was ihn eigentlich auch inner diesen Begriff sich vorstellen muss? Bei die solidarische Landwirtschaft betont die Lühe für die Landwirtschaft, für die Produzieren und nicht für das enkelte Lebensmittel. Dafür kriegt die Lühe auch die ganze Ernte. Diese Verbruchergemeinschaft betont einen festen Beitrag in der Hand und kriegt alles, was produziert worden ist. In guten Jahren mehr und in schlechten Jahren ist das nicht so viel. Das war auch von Produzenten das Risiko der Produktion, was solidarisch tät für die Lü von Hof und die Lü, die das Eden kriegt. Das hätt jo doch seit ne Masse Lüe achter, die diesen Hof mitträgt. Schön wird, so viel sind das im Moment nicht. Das sind im Moment just mandatig Lühe. Diese solidarische Landwirtschaft läuft auch erst ein halbes Jahr und da dauert natürlich, bei die Lühe kommt und das weht, dass sie da mocken könnt und dass sie da, wo das Ganze funktioniert, dann müssen den Lühen ja erstmal verkloren.
Und das dauert eine Zeit. Also wie Gott davon aus, dass das in den nächsten Jahren noch mehr wart und dann noch mehr Lühe kommt und wie lebt ihr bloß Gemüse, seht ihr das Gemüse von Hof holt. Was sind denn für die Vorteile von dieser solidarischen Landwirtschaft und vielleicht auch die Nachteile? Die Preise von den Lebensmitteln geht auf und down. Und bei die großen Höckers, wenn du an Aldi und Lidl und Bünding und so was verkaufen, da ist, dann geht die Preise mal in den Keller und dann geht sie wo nach oben hin. Die Bauern kriegen beten mehr für ihre Lebensmittel und können in schlechten Tieren besser überleben. Die Verbraucher haben einen Anteil an Eten und sie kennen genau den Anbau von den Lebensmitteln und beten mehr, wo das funktionieren deit. Ist das Bio auch so, dass die Lühe dann auch mit anpacken deit, helfen deit, dass denn Bescheid wart sagt, wie will nur dit und dat und die holen? Genau, das gibt das und da kommt auch Wege nicht so viel. Manchmal ist es dann auch so, dass ein Garn da den Regen da, den kann dann schlecht was mithelfen. Das was anbaut, dass die Lühe das kommen könnt und dass die auch helfen könnt. Und das ist auch manchmal ganz interessant, wenn das wer eben gut ist. Das Wichtige ist aber auch, du kannst mit die Lühe darauf snacken. Du kannst ihm dann bitten verkloren, wo das geht, mit das Ahnten, wo das geht, mit das Unkraut wegmogen, wo das geht, dass das eigentlich Gemüse ist und so fort und so fort. Sie habt dort heute nur dieses Stiften gründ. Welche Bedüden oder welche Rolle hätt die? Die Hof Imhorst hört die Stiften. Die Hof kann zu keiner Zeit verkauft werden und ist immer für die dürsame Landwirtschaft da. Das ist auch ein gemeinnütziges Stiften. Das heißt, das Geld, was wie über die Pacht reinkommt, was verwendet für mehr Bäume in der Landschaft, für Busch- und Strukwerk für die Vogels und auch Regen von Apfel und Beeren und Kasbeeren und Plummen und Edelplummen zwischen das Grüntüch, dann nimmt sich von dort Streuobstwiese. Und wie mogt mit das Pachtgeld Bildungsarbeit? Die Lütschen und die großen Lü schuld mehr werden über gut eten, gut kochen und gute und dürsame Landwirtschaft. Arbeitest du da auch selbst landwirtschaftlich mit, sozusagen als ein von dieser Gemeinschaft? Ab und zu komme ich mal zum Krut und reden zwischen die Apfelbäume, was natürlich zu Anfang immer auch das Krut und dann mit dem Anfang beten wegmogen und auch erst bin ich mal beten für das Krut zuständig. Erst bin ich nicht nur bloß für Bildungsarbeit da und mag zwischendurch auch mal bei der ein oder a, aber nicht für das Gemüse, dann mag die Ahn all. Ist dieser Ort von Landwirtschaft, die Sie da mocken, ist das ökologischer als traditionellen Landbau? Ja, das ist ja ähnlich, die Nömen ist ja also, die möt die ganze Zeit, Jürgen hat das ja gesagt, die möt vorsichtiger mit umgehen mit der Natur, die möt vorsichtiger umgehen mit der Fee, die möt vorsichtiger umgehen mit den Botten, da die nicht so schlecht war die ganze Zeit. Und da das dürsamer ist, da das auch in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch nicht funktionieren da und die Natur schützt waren vor die schlechten Veränderungen. Ökologischen Landbau ist ja wirklich auch was viel überschnackt. Auch in der Politik, in den Medien, das kommt immer wieder ab. Aber wo sind denn davon doch überhaupt noch die Probleme in? Kommt das von der Politik, dass da noch Probleme gibt? Kriegt ein viel Stütt, wenn ihr nur den Hof umstellen will, ob ökologisch? Wenn Bauern ihren Hof umstellen will auf ökologische Landwirtschaft, dann gibt das Stütt von der Europäischen Union und von den Bundesländern. Aber wie viel die umstellen will, bleibt die Angst, dass die Preis für die Ernte von den biologischen Produkten zu minden ist. Okay, das heißt, dass das achteran einfach nicht wirtschaftlich ist. Genau, das ist. Das wäre nun eigentlich so die nächste Frage. Kann ihn sich mit ökologischer Landwirtschaft denn eigens über Wasser holen? Biologische Lebensmittel sind teurer als normale. Das geht nicht anders, denn die Ernte ist lütscher und die produzieren just so viel, als die Ernte verdienen will, als die Norbe in der Wachse als Beispiel. Dann muss der Preis höher werden. Und das in Tien, wo die Lühe die Geldbündel gut holen müssen, wegen der teure Gas und wegen der teure Wohnung. Dann fehlt das Köppen von Bio-Lebensmitteln schwer. Und so gibt das dann fehl, die verkauft nicht für ihn auch nicht Preis. Jürgen, ich hab wie die lest, oder wie habt ihr auch da überschnackt, so die Lebenshoff an sich, das ist eben auch nicht wirtschaftlich. Das heißt, da kann eben bloß noch was mocken, wenn ihr noch was da tun im sich Paten dort holt, da sichens wie was von da haben. Ja, das ist richtig so. Wir haben das ja nur 25 Jahre lang gemacht, ökologischen Landbau und haben Milch produziert. Ob das Ort und Wies und ich habe lange genug auch Säten bei der Molkerei hier in Nordrhein-Westfalen, die haben unsere Milch kriegen und da ging das dann immer um die Lebensmittel,
die Melkprodukte zu verkaufen in LEH, in Handel, und da das schwierig war und da die Handel das nicht akzeptieren konnten, was die Bauern da an Mehrarbeit haben und da die Leistung weniger waren. Die sind einfach bloß so nur gegangen, wie das auf dem europäischen Markt anbauen war und hab da nur die Preis gestaltet, und letzten Endes, wenn man Lebensmittel produziert, egal ob Melk oder ob Gemüse und so weiter, die das produziert, die sind immer am letzten Ende. Die kriegen mit das was überbleibt. Und alle anderen, die habt sich vorher was weggenommen. Und habt sich vorher ihr Teil weggenommen. Das ist überall. Auch wenn man mitarbeiten deit und helfen deit in so einer Organisation, ist man trotzdem immer die Letzte. Und die Handel akzeptiert diese Lü auch wenigstens. Das hab wie so einige Male in diese Gespräche auch mit dem Handel mitbelebt. Was müsste sich denn in der Politik ändern, in dürsame Landwirtschaft mit mehr Winst möglich zu machen? Ja, das liegt, glaube ich, viel daran, wer denn finanziell auch die Möglichkeiten hat, die Politik mit Weten und mit Macht zu unterstützen. Ne, und da sind die Bauern ja abschlecht mit abstellt. Ne, die können sich ja nicht wie Herrn Scholz jetzt oder vorher wie Frau Merkel ein Büro oder vor der Tür setzen und der dann jeden Tag vertellen, was sie zu tun und zu loten hat. Ne, das schafft die Bauern nicht. Das war ja eigentlich nötig. Die anderen dauert das. Die Masse an Handel beteiligt sind, die haben die Möglichkeiten, da gibt es extra ein Etat vor, obwohl die Bauern gibt das nicht. Da fehlt die Lobby. Da fehlt die Lobby, genau. Das ist das Problem. Nun ist die Landwirtschaft ja wirklich in den Krise im Moment. Schon mal mehr Lühe gibt erhöft ab. Wo kann das denn anliegen? Ist das auch diese ganzen Förderungen, die das so gibt? Oder was ist da mit drin? Was kann ich vielleicht auch dagegen tun? Also ich glaube, ein Landwirt hat so von sich selbst wenig Möglichkeiten. Ich bin lange Jahre bei der ABL, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist eine Alternative in der Organisation zum Bauernverband. Die fährt die Probleme ab, erlangen, aber hört nicht viel Tau, leider. Und von daher ist die Kraft an der Politik zu gehen und bei der Politik was zu bewirken, fehlt da. Wir brauchen davor eigentlich mehr Bauern. Bloß die Bauern, die sind am Hof. Die müssen ihre Arbeit am Hof machen. Und wenn die ihre Arbeit fertig habt und wenn ich sehe, wo lang ich Arbeit hab, als ich noch melken dö, habe ich auch keine Möglichkeit, noch ehrenamtlich was anderes zu machen oder viel was anderes zu machen und dass ich in die Öffentlichkeit komme. Und so was, das muckt sich natürlich die Lobby, die in der Politik sitzt, zu go und nutzt das gut, ne? Was ihr all, die habt ihr in der Politik auch ein bisschen begriffen, dass sie Richtung ökologische und biologische Landwirtschaft gehen will. Da gibt es sicherlich von dort ein bisschen mehr Geld dafür, wenn sie umstiegt, aber das ist immer noch zu wenig. Die braucht nicht für die großen Landwirtschaft, aber für die mittlere Landwirtschaft müsste sie einfach noch ein bisschen mehr Geld betonen, da das besser geht. Da müsste mehr Geld drin kommen für die Produzieren, da einfach besser betont war, als geht das nicht. Es hört noch immer mehr Lüge auf und bloß dagegen anarbeiten, da hat auch keine Lust zu und dann geht die jungen Lüge auch nicht in die Landwirtschaft rein und muckt da nicht für so. Nun kommt ja auch noch als großen Faktor der Klimawandel dazu. Da mag in Vissio die Folgen davon auch all in der Landwirtschaft, oder? Ja, ab und zu Schuhe, dann muss man Tag. Dann gibt es so einen Tag Regen und dann gibt es so einen Tag Schuhe, da der wegschwimmt zum Betten. Da magten das schon an. Als ist dann eben auch die Diskussion, die Buten um Tolop, die BDA und Lühe, aber in den Landwirtschaften Betten kommt das an und auch die Swolben waren weniger, weil keine Insekten mehr geben, da die fressen können. Und da magten das und ja, das ab und ab in dem Bienenwehr ist auch so Gas zu magen. Ja, wir haben das die letzten Jahre ja durch den Markt eine Dürre. Da ist natürlich ausschlaggebend, wie man Ackerbau betrifft und wie man seine Faue anbaut. Und dass man genug Vorrat hat. Aber wichtig ist auch, dass man die Feuchtigkeit in der Region bildet. Und wenn man dann sieht, meinetwegen so ganz große Maisschläge, die liegt ja
Juni, Juli fast brach. Und wenn die Sonne abschien, dann haben wir Bodentemperaturen von über 70 Grad. Und das wirkt dann wie so ein Oben. Und dann natürlich auch wieder um Tau. Und wenn man möglichst viel Grün hat um Tau, wenn man Grobens hat, die bewachsen sind mit Böhmen, wenn man Planten hat, die das ganze Jahr auf dem Ackerland grün sind, die speichert ja Wasser und die sorgt dafür, dass die Baum nicht utdrückt. Ne, und das ist ganz wichtig, um die Durchschnittstemperatur zu holen, wieder runter zu holen, da das eben nicht so hit wird und nicht so massiv udrückt. Und dafür ist unser Naturschutz wichtig. Allein auch davor, wir haben davon schnackt, auch wenn das um Wiedervernässungsprogramme geht von Mauer, wo eben auch Flächen dort herkriegen wird, dass das Wasser da inbliff. Und Wasser, überall wo Wasser ist, so ist die Feuchtigkeit und die Temperatur, sieht da, als wenn all ruhig ist. Da wir in der Wüste ist kein Wasser und da war es dann auch nichts mehr. Wenn es nur um die Klimawandel geht, dann steht ja auch Ernähren mit Planten jimmers mehr im Vordergrund. Viele Studien sagt ut, dass Ernähren, der auf Derdprodukten basiert, nicht mehr dursam für den Planet ist. 83% von der Welt wieder Ackerfläche ward für die Produktion von Derdprodukten brugt. Ich finde, das ist eine krasse Toll. Ich habe nicht gedacht, dass die so hoch ist. Mit in biologische Landwirtschaft, die allein auf Planten basiert, können wir bis zu 30% Treibhausgasen insparen und der Landwirtschaft. Jürgen, du hast das als echt, du bist mittlerweile vegan. Das heißt, du hätt den Klimabewusstsein und die Klimawandel wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, richtig? Mit Sicherheit. Eine Zahl, die mir ganz wichtig ist, als seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren, seitdem ich das weiß, eine Kalorie tierische Lebensmittel zu erzeugen, braucht mindestens 4, wenn nicht sogar 12 Kalorien pflanzliche Lebensmittel. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist wichtig für die Welternährung. Und aber einsieht ist die Pharma- und Chemieindustrie, die sagt, wir möchten noch mehr produzieren. Deswegen müssen wir mehr sprüten und mehr düngen, da die Weltbevölkerung ernährt wird. Bloß wenn die Weltbevölkerung auf ein letztes Teil tierische Lebensmittel verzichten will, dann wäre Welternährung überhaupt kein Problem. Aber da hat die Pharma- und Chemieindustrie natürlich kein Interesse an. Bei diesem Wessel no vegan, da kommt ja Foken auch noch die Sorge für einen Arbeitsverlust vor. Also, dass Bauern mit Brugderten erhöft nicht mehr holen können, wenn die Nachfrage noch Fleisch nur abfällt. Wenn ich das richtig lesen habe, dann stellst du nur oder willst umstellen, ob zum Beispiel Bauchweiten und Lupinen und so was. Das heißt, das wäre dann eine Option, um die Hof weiter zu betreiben? Also die Haupternte, was wir morgen da ist das Fauer produzieren für die Lebenstiere in erster Linie. Und da wir dann noch vegane Lebensmittel erzeugen wird, da liegt mir natürlich an Harten. Da habe ich früher einmal beten gemacht. Und Gemüsebau, so wie Dirk das macht, das können wir nicht. Da habe ich keine Lütau. Da braucht man Masse Lüfer. Und dann kann man da bloß ein Beeten in den Ackerbau und bloß ein Litschen Dale machen. Ton Inkommen vom Prinzip bringt das bei mir nicht viel. Ist bloß ein Litschen Dale ein Zeichen, dass man einen anderen Weg entschlägt. Das ist das Wichtigste davor bei mir. Ein ganz großen Teil bei diesem Thema ist ja auch der Abklären und so das, was Todi Lür geht. Dirk, du hast ja vorhin auch Kindergartens und Schulklassen und so auf dem Hof, wo da denn auch um Dürsamkeit zum Beispiel geht. Was lehrt die Kinder denn da so? Bis jetzt haben wir ja bloß Kindergartens da und noch keine größeren. Die Lütschen schuld lernen, dass das Eten von Buren aufkommt. Und da die Buhr gar nicht so weit wohnt. Und sie schuld auch sehen, dass die Wurzeln und den Boden kommt und dass so ein Grüntüß auch ein bisschen gut schmecken deit. Und dass das Wasser bedeutsam ist. Die Planten und das Fellbrucken Wasser und die Kinder, die trinken auch, die haben ja auch ja ihren Bottels im Kindergarten. Das schuld die auch so ein bisschen mitkriegen, dass die so ein Gefühl haben, ein bisschen für mit Tour, für Eten, für Trinken. Und dass auch Katten und Zwölben am Hof gibt. Und dass die so ein bisschen Markt, wo Landwirtschaft funktionieren deit. Wenn die dann ein bisschen größer ist, dann will wir natürlich auch ein bisschen deeper reingehen in die Information. Wenn die in der 7., 8. Klasse sind, dann kann man natürlich ein bisschen genauer hinkicken, wie dann mit dem Wasser ist und wo der Mann das Wasser Fass holen möchte, damit er nicht so arg verdunsten seid. Und dann man vorsichtig mit den Planten umgehen muss. Und das schuld die Aal so ein bisschen lernen und die auf den Hof kommen, dann schuld die eben sehen, die Planten, die war so und die kann man direkt eten und somit das produziert waren dann, um die Natur so ein bisschen vorsichtig zu behandeln.
Das ist nur für die ganz Lütten sozusagen. Für die ein bisschen größeren Lühr ist ja mittlerweile Social Media, Instagram und so weiter weg. So wie ich weiß, habt ihr beide einen Instagram-Account und sind da aktiv mit mehr als 1000 Lühr auf jeden Fall im Moment. Jürgen, was könnt die Lühr sich da bei die, ob die sie ankicken? Eigentlich alles. Alles den Weg von Anfang an, als wir Lebenshoff geworden sind. Und wir haben auch noch unsere Ole Homepage oder unsere Ole Website, die wir haben, www.lunetaler.de. Da kann man sehen, wie ich oder wie wir versorgt haben, um auf Lebensmittel zu produzieren, was eben nicht betont worden ist. Da haben wir eben von schnackt. Und da war ja nun auch der Grund, warum wir davon weggegangen sind. Und da bin ich, also was Instagram, wo du das jetzt so sagst, auch ganz dankbar, eine gute Freundin von mir, die Heike, die hat mich dort gebracht. Die hat uns nur diesen Kurs, eine Buchse gebracht, da wir uns das anhören dürfen. Und sie hat sich hingesetzt und ist bei Instagram angefangen und hat das durchgestellt, was wir machen dürfen. Diese Möglichkeit in den Medien, das durchzustellen, was wir machen dürfen und unsere Produkte so verkaufen, habe ich vorher nicht. Das ist auch ein Grund, wenn die Bauern dann gerne daheim arbeiten, die haben keine Chance, sich dann oben oder nachts hinzusetzen und diese Mediengeschichten zu machen. Das gibt ja vorher so in das Ordnung nicht. Aber man muss ja mit der Zeit gehen und das ist so ganz wichtig. Da sei wir jetzt doch vorher, wie unsere Follower, so hey das jetzt. Und das sind ja Begriffe, die kenne ich eigentlich so gar nicht. Aber das ist interessant, was das für Auswirkungen hat. Und wie seht ihr bei Instagram, wenn wir irgendein Thema herkriegt und darüber bericht, wofür Follower dort sind und wofür Kommentare dort kommen. Und ich muss ja echt sagen, ich bin echt verwundert, das sind fast bloß positive Kommentare. Wir sind, glaube ich, eine Zeit lang sogar bei TikTok fehlen über Masse Follower, das hat er, glaube ich, gar nicht durch, ne? Hat er so auch Follower? Doch, ich weiß auch so. Ja, ne? Und auch ziemlich viel positiv, das habe ich nie gelöst, das hat so gegangen. Ich habe auch zu Anfang nicht gelöst, da wir überhaupt auch bloß Teilenkai bepart kriegt. Aber das ist tatsächlich durch Instagram gekommen. Und durch Instagram, alle Videos, die bei uns aber sieht, wen sind. Wir haben da erst noch mal so ein bisschen reinkicken. Die kommen echt an. Und man hat Masse Möglichkeiten, eben die Leute zu verkloren, was wichtig ist. Das ist just so, oder? Ja, das ist die große Schwierigkeit. Jürgen hat das gesagt. Wie möcht die Lühe neugierig machen? Und wenn du irgendwas gefunden hast, um die Lühe neugierig zu machen und dass die immer kicken und dass die jeden Tag, dann müsst du auch jeden Tag was Neues auf Instagram vertellen und jeden Tag eine neue Geschichte vertellen und irgendeinen anderen Zusammenhang. Mir durch das ist ein bisschen schwierig. Da kannst du damit feiner noch interessanter machen. Bloß wenn du jeden Tag über Wurzeln und man über Grünkohl und oben man über Salat, da kann natürlich schöne Rezepte verteilen und sonst was machen, aber mit durch da müssen noch ein bisschen mehr passieren und das ist gar nicht so einfach. Das gibt dir so viel spannendere Geschichten als was über Landwirtschaft und über Essen und Trinken zu vertellen. Durch mich. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich das Bild von der Landwirtschaft in den verleden Jahren doch ein bisschen ändert hat. Liegt vielleicht auch da an, dass ich viel auf Instagram und so unterwegs bin und da schon eine Masse passieren deit. Würden Sie denn Likas bald sagen, dass Landwirtschaft jemals noch ein schlecht Prestige hat? Oder wandelt sich das? Mag Sie das? Ich glaube, das Prestige von Landwirtschaft mit Masse Vieh ist nicht gut. Aber da wird viel versucht, um die Budenwag besser zu machen. Die Open Dörren ob die Budenhöhe schuld das besser machen. Und das Snacken mit die Lühe, wo das Eten all herkommt und wo das alles funktioniert in der Landwirtschaft, in die mittelbürgerliche Landwirtschaft, nicht in die Großbetriebe. Das bringt ein bisschen was und da wird viel versorgt. Und da wird, glaube ich, das Image auch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, die großen Betriebe mit der Masse Vieh, das ist, glaube ich, immer noch ein Problem. Das ist so gut so. Ich glaube, da war in Zukunft auch ein Problem blieben und das Problem wird größer. Denn all die letzten Hälfte, du hast ja gesagt, die all abhören dürfen, was macht die mit Jelland? Die verkauft Jelland. Und die verkauft das nicht an anderen Bauern, die verkauft das Focken eben an die das meiste Geld gibt. Und das sind keine Bauern, da können die Bauern sich Focken nie leisten. Und dann kommt Investoren in die Landwirtschaft. Und dann kriegt die Investoren das Land. Und wie kommt denn irgendwann in die Loch, dass Investoren Lebensmittel produzieren dort? Und Investoren haben, glaube ich, nicht das Wohl von Menschen als erstes in Blick, sondern als erstes, dass sich die Investition regnet. Und da ist eine große Gefahr. Wenn ich sehe, wie das in Pflege- und Krankenhausversorgung geht, wenn sowas
für Investoren interessant wird, dann läuft irgendwas verkehrt in unserer Politik. Und wenn wir mit Lebensmitteln in genau diese Richtung geht, dann ist das für uns gefährlich. Und wir haben jetzt just von dort die letzten Zeit, wo in der Zeitung gucken, eben war die Zweiklassengesellschaft, da die Lü sich eben gaue Lebensmittel, gaue Krankenversorgung und so weiter nicht mehr leisten können, da das eben bloß noch von letzten Teil von der Lü möglich ist. Und da liegt eine große Gefahr in. Wie habt ihr nu viel schnackt über die Toastern von der Landwirtschaft, ob es uns das nur utzöt, was so die Probleme sind, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen in die Zukunft, ob die Zukunft kicken. Ob es uns giftet bitte 500 solidarische Landwirtschaftsmainshoppen in Deutschland. Der Trend, der geht dort deutlich nur borben. Was für ein Potenzial für die Zukunft hätte denn so ein solidarische Mainshop, Dirk? Ich glaube, dass da noch Masse mehr Lühe mitmacht. Aber das Problem ist irgendwie, die hört noch ein paar Jahre wieder ab. Weil die Arbeit, weil dann Masse, die müssen gucken. Die müssen, das, was sie da kommt, auf dem Betrieb, müssen sie auch selber verarbeiten. Und das ist manchmal die Schwierigkeit in den Familien. Da mit jede Wecken oder jeden Tag guckt waren. Und das ist, glaube ich, ein legit Problem wie die solidarische Landwirtschaft. Du kriegst Masse Grüntüchs und musst das auch irgendwie nutzen. Ich glaube, dass Masse Lühe vom Bewusstsein her was ausmucken will und probiert das auch gut. Und die Informationen werden auch verteilt in die Gesellschaft. Aber ich glaube nicht, dass das überall geht. Du musst auch ja jungen Betrieb nebenbei haben, weil die langen Wege, da du das quer durch Deutschland transportieren, das geht auch nicht. Du musst jungen Betrieb in der Nähe haben, der die Produkte leben deit. Und du sagst das, der Betrieb, der muss in den Nächt sehen, das ist regional. Und dann gibt es auch vielleicht mal ein paar Wegen, schimmers das Lieke und schimmers bloß Kohl oder sowas. Und das geht natürlich nicht. Die solidarischen Betriebe möchten das auch interessant machen, die möchten immer genau überlegen, was können wir denn diese Wegen anbieten. Das geht natürlich nicht, jeden Tag was anderes anzuleben. Bloß, man muss sich ein paar Gedanken darüber machen, dass da nicht eben so große Mengen wächst, sondern auch little Mengen und da die Lüge immer auch was Interessantes von Hof, in diesem Fall auch von der Gemüse kriegen könnt. Jürgen, woans geht es denn wieder auf dem Hof Lunetal? Also, was muckst du, wenn da denn vielleicht mal keine Köhe mehr gibt oder was das mehr Richtung Anbogorn? Also keine K geben, da mit Sicherheit mein Lebenszeit nicht mehr. So lange gibt es noch nicht. Wir sind ja noch über 90% von der Bevölkerung, die eat tierische Lebensmittel. Und mir ist so Time-Labor, die wird in Deutschland unter unseren Bedingungen hier erzeugt, dass da die irgendwo von Utland kommen, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, wie die wieder produziert wird und wie die Tiere dort behandelt werden. Das ist erstmal das Wichtigste. Und mir durch wie mit langsam runter von diesen 90%. Mehr vegane Ernährung. Und wenn bloß 10% sind, erstmal das an Masse. Da wird an Masse gut vermogt. Das ist die Weg, das will ich gern durchstellen. Und ich habe auch Schulklassen am Hof, habe wir vor Jahren durchgesetzt, hat fertig von der 5. Klasse am Hof und die sind bei uns bei der Kai gewesen und habe die Kai struckelt und so weiter. Und ich habe erst auch Angst, dass das nicht ging und dass die Kai dann flüchten dürfen oder so. Die sind aber stehen geblieben und haben sich das gefallen lassen. Und ich glaube, für viele Kinder ist das erste und vielleicht auch das letzte Mal, dass die so dicht an die Kau rankommen. Ich habe bei diesen Kindern eine Geschichte vorlesen. Das Bauch heißt, wenn Tiere einen Kuchen backen. So heißt das Bauch. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber da wird Masse durchgestellt, wo man über nachzudenken hat und wo letzten Endes auch unsere Welternährung weitergeht. Ja, und was Usenhof anbelangt, eben dafür, dass wir Lebenshof geworden sind und jetzt Masse Lü um mir 1000, die mir helpt, ob Masse mannigfach Orte wies, habe ich die Hoffnung, dass ich auch trotz meines Alters das noch ein paar Jahre machen kann. Und mein Sohn ist 10 und wenn ich dann irgendwann denn davor begeistern kann, das wieder zu machen, dann will ich das natürlich gern down. Da liegt aber ja nicht an mir, da muss ich dann sein, dass ich Möglichkeiten habe, auch den Einfluss auf ihn zu haben. Das wünsche ich mir natürlich sehr und das hat das mitgeht, den Weg mit Papa. Ansonsten sind wir auch mit den Gedanken beschäftigt, eine Stiftung zu gründen, so wie Dirk, um eben das zu erholen, was wieder macht und um die Möglichkeit zu erholen, die Menschen zu informieren, wie was
gehen kann oder wie bloß was gehen kann. Wir haben ja auch ein Jahr mit der solidarischen Landwirtschaft Hauptarbeit und Melk und Käse lebert in der solidarischen Landwirtschaft. Und ich sage das just so wie dir, das eine ist die Lebensmittel verarbeiten und das ist verdammt wichtig, glaube ich. Wenn ich mir die Diabetikerberatung ankicke, da bin ich auch mit befort im Moment. Auch da ist wichtig, dass man sich die Lebensmittel selbst bereiten darf. Man kann sowas nicht küppen. Die Handel hat immer bloß Lebensmittel, Brot, den man so essen kann, die hat man weder Masse Fett oder Masse Zucker. Und das ist nicht gut. Ne, da muss man selbst machen, da muss man sich kümmern und dort mit Kindern lernen. Und dafür ist das ganz wichtig, dass die Kinder auf Höfe kommen und dass die das mitnehmen und in den Kindergarten und dass die Eltern das vertellt und dass die Eltern das dann ein Stück weit umsetzt. Die Lebensmittelindustrie, die hat auch kein Interesse an gesund zu ernähren. Dirk, was plant Sie denn nur noch in eine Tokomtit ob Hof im Horst? Was will Sie da noch angehen? Das gibt ja noch Lühe, die habt auch Masse Geld und die habt ein bisschen was af und die habt uns Geld geben. Und nun können wir von das Geld, was wir als Stifting noch zusätzlich zu die Hofsteher und so weiter kriegen, können wir den ohlenledigen Kostal umbauen, tun Snackküken. Snackküken, Seminarraum mit Küche. Und die Schalboot waren, und da könnten Lütsche und Grode Lü dann auch mal das gucken, was man mit das Eten alles so mocken kann, gucken und besnacken. Und die Schulen schuld auch die Möglichkeit haben, da rein zu kommen und da auch zu gucken. Und vielleicht kommt die ja auch. Und dann können sich auch die Lühe und Dörp oder die Samtgemeinden dort treffen und auch ein bisschen snacken, um auch so ein bisschen den Hof zu integrieren in die Dörpsgemeinschaft. Dann will ich mich nur von harten bedanken für dieses Gespräch und dass Sie sich auch die Titen umhabt, um über dieses Thema zu schnacken. Das wäre ja nur auch für Sie so ein Utusch. Jürgen, was nimmst du denn mit von Dirk und was er so vertellt hat? Naja, eben vor allen Dingen das, was er eben zuletzt gesagt hat. Eben, dass Möglichkeiten, dass Menschen sich droppen dort und dass Informationen austauscht wird. Und wir haben die Möglichkeiten auch, da wir Ruhm haben davor, da kann ich mir Bios auch vorstellen, so was. Die Idee ist echt gut. Und dafür braucht man auch Instagram, dafür muss man Werbung haben und dafür muss man Lü haben, die da beten was vertellen dort. Da will ich gern down. Und da kann Dirk sicherlich auch gut. Er hat besser lehrt wie ich als Schaukelmeister. Aber ne, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, die Lü, die wird nicht jede Weg irgendwo hinfeuern, die wird Events haben, so heißt das. Und dann kann man sowas als Event ankündigen und dann kommt die Lü. Ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Dirk, was nimmst du nun mit? Wir müssen mehr in Internet drin und mehr Lüge informieren und vielleicht auch ein bisschen mehr zu Hause arbeiten. Da gibt ja viel mehr, die dann mogt und wo man sich auch zu Hause arbeiten muss, damit wir dort an einen Strang ziehen tut. Dann ist das doch schön, dass wir hier sozusagen die Obtag mogt haben mit diesem Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörers, wenn Sie zu Hus nun nicht all Wörferstorn habt, dann kickt Sie mal in die Shownotes oder in die Infos rein. Da habt ihr nämlich in List mogt mit nähe Wörter oder Thema. Und wenn Sie noch andere Fragen an die Gäste oder Trüchmails habt, dann schreibt uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Das wird von uns wieder geitert in der nächsten Folge mit Kloklustert. In die nächste Folge von Kloklustert traf ich, Vanessa Kossen, mit evolutionsbiologische Dr. Christine Evers de Frochnorgan, wo anstatt um die biologische Vielfalt ob Ehren bestellt ist. Jed Endach verschwindet bummelig 150 Orten. Forschers schnackt all von dat söste Massenutstaven. Was ist dran an der Theorie? Und welche Folgen hättet? Das wird sie gewor. In Kloklustert. Kloklustert.